Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir befinden uns da momentan in der Engelhöchstalt und sollten da ein paar Leere töten, also so eine fallende Leerwache. Ein paar Verbündete sollten wir noch aufheilen. Da hinten sehe ich, glaube ich, sogar einen. Und ein paar Portale schliessen. Also ich gehe davon aus, das sind die da vorne. Ein Leerportal zerstört. Jawohl. Also wir machen direkt mal weiter, damit wir ganz langsam vorwärts kommen. So, let's go. Ja, noch näher. Ich will nicht, dass der mich da ins Visier nimmt. Ich glaube, das könnte ihm nicht so gut kommen. 38.000 Leben, das ist schon ein bisschen ein Monster. Jägerli. Oh Jägerli. Dann tun wir hier direkt mal anfangen aufräumen. Und schauen, dass wir schnellstmöglich vorwärts kommen. Und töten ein paar von diesen leeren Gestalten. Jetzt tun wir die zwei da mal schön aus dem Weg räumen. Immer schön schauen, dass meine Drachenvolke natürlich nicht absterben da. Und dann gehen wir schon mal richtig leeren Portal, damit wir das zerstören können. Das ist so eine asoziale Nudel. Ah, das geht trotzdem für beide. Jetzt wollte ich gerade sagen, hey, ich tue jetzt hier alles schön aufräumen, damit ich an das Portal ankomme und die anderen Nudeln tun da einfach Portal schliessen in dieser Zeit. Das wäre schon ein bisschen asozial gewesen. Komm, aber helfen wir da noch schon nach. Dann helfen wir doch da noch ganz kurz schnell nach. Es ist so komisch, wenn man als Engel muss als Jäger spielen, weil irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, in den Nahkampf hineinzugehen, weil ich halt irgendwie nicht gesehen habe, dass ich ein Jäger bin. Aber das bringen wir sicher gut so an. So. Machen wir gerade bei diesen drei weiter. Es gibt gerade wieder 3 Gegner, die wir töten. Also mit Gegner töten sind wir ziemlich schnell unterwegs. So, Gegner bringen wir gut weg. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir noch ein paar Verbündete finden. 5 Stück sollten wir dingseln. Da hinten haben wir noch einen. Dann heilen wir mal den noch schnell weg. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir noch ein Portal finden. Noch näher. Oh. Oh. Let it go! Anima Fusion! So, willkommen wieder unter den Lebendigen. Da haben wir gerade wieder 3 Gegner und da haben wir das nächste Portal. Ich würde sagen, schauen wir, dass wir an das Portal ankommen. So, nice. Töten wir den da zuerst und dann haben wir da noch irgendetwas bekommen. Wirft ein uralter chironischer Speer an einen Zielort, der 100, also 11.000 Schaden macht. Okay, das können wir sicher mal noch gut gebrauchen. So, das Portal schliessen. Kann ich jetzt... Ah, das mache ich einfach so. Okay, der hat 6.000 Leben, machen wir einfach mal so, weil da haben wir nämlich nochmal so einen Speer. Boom! Oh, 25.000 Schaden. Dann haben wir den nächsten natürlich auch gerade mal noch mit. Dann können wir wirklich gerade mehrere aufs Mal töten. Das ist noch ziemlich cool, wenn wir da mehrere auf dem Haufen haben, dass wir das mal einsetzen. Aber zuerst tun wir da mal noch unsere Verbündeten heilen. Dann haben wir nämlich von denen auch schon mal 3 zusammen. 5 Stück sollten wir ja heilen. Also wir sind eigentlich bei allem ziemlich gut dran. Verbündete finde ich einfach recht wenige. Ah, da hinten oben. Dann machen wir uns direkt auf den Weg mal dort hin. Und da auch noch. Dann haben wir die Quest nämlich schon mal abgeschlossen. Okay. Dann fehlt uns noch ein Portal und ein Gegner, den wir müssten besiegen. Aber das sollten wir ja gut anbekommen. Ich sehe nichts, ich bin im Baum. Ah! So. Dann haben wir den mal erledigt. Und dann da noch einen. Und da hinten haben wir noch das Portal. Nice. Nice. Dann gehen wir doch gerade mal das Portal da hinten noch schliessen. Und dann fehlt uns noch ein einziger Gegner und dann haben wir schon wieder alles erledigt. Aber ich glaube, dann schiessen wir den Speer einfach auf den kleinen Haufen vorne. So, genau, dann sollten wir nämlich alle 3 aufs Mal töten. Jawohl, alle 3 Quests schon abgeschlossen. Das ist jetzt wirklich mega schnell gegangen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wie es aussieht, sind wir da mächtiger und stärker unterwegs, als ich gedacht habe. Wir haben da sogar 3 Verteidiger von uns, also nicht schlecht. Dann komm, dann töten wir euch mal noch ganz kurz. Wir sind da sowieso in totaler Unterstützung. So. Nice, okay. Dann machen wir da 3 Quests zum Beenden. Quiz beenden. Aufgewungener Schwingen. Quiz beenden und Quiz beenden. Nice, Level 52. Ja moin, Level 52.
Und einen neuen Schmuckgegenstand würden wir bekommen. Für das müssen wir aber töten Tezulat, den Vernichter, annehmen. Wo befindet er sich? Da hinten. Ah, dort hinten. Der grosse dort. Okay, das sollten wir gut anbekommen. Für das nehmen wir mal unser Reittier, dann sind wir sicher mal schneller unterwegs. Aber muss ich da noch mit der reden, bevor ich da losgehe? Hä? Nochmal das Glöckchen läuten. Bin ich ein bisschen verwirrt. Glöckchen nochmal läuten. Ich wollte vielleicht zu verlassen, aber das ist ja dort hinten, der grosse dort nicht. Hä? Ist das nicht der? Er hat gerade danach ausgesehen, weil er so gross ist und dort hinten noch rumkämpfen ist, okay. In dem Fall ist es doch nicht der. Aber wir sind Level 52. Nice, nice, nice. Bisschen Neues haben wir nicht erhalten. Nicht wirklich, hä? Okay. Nein, 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 lass mich in Ruhe, Vogel. Lass mich in Ruhe, Vogel. Husch, husch. Schnell davon, bevor er uns noch länger verfolgt. Abfahren. Verreis. Der Vogel verfolgt das immer noch. Bitte nicht. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Let's go. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Grossen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Grossen da vorne. So. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Also bis jetzt sind wir gut dran. Bin bewegungsunfähig. Nicht gerade das Beste. Komm, lass mich raus. Jawohl. Drachenfalken heilen, nicht vergessen. 96.000 Leben ist halt schon jede Menge. Jede Menge. Aber 62, also 30.000 haben wir schon davon. Dafür ist ja die Hälfte von unserem Leben mal ein bisschen weg. Ich heile sie jetzt einmal noch ganz kurz. So, komm. Voilà, Drachenfalken heilen. Schon erledigt. Ah, wir müssen ihm gar nicht das ganze Leben abziehen. Alles klar. Alles klar. Sage ich natürlich auch nicht nein, weil das wäre jetzt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen happig geworden dann. Aber wir haben das gut erledigt, wie das aussieht. Okidok. Dann können wir einen neuen Schmuckgegenstand über. Ziemlich nice. Dann gehen wir uns doch den gerade mal anschauen. Der hat nämlich ziemlich schmackhaft ausgesehen. So, dann gehen wir da führen. Wo wir unser Glückchen müssen läuten. Jetzt sind wir halt kein Engel mehr. Mega schade. Aber dafür können wir einen neuen Gegenstand über. Zeigen mal. Also ich würde natürlich gerade setzen gegen Talisman der Blutverhexung. Wir würden mehr mehr Beweglichkeit und 32 kritische Trefferwerte bekommen. Das Problem ist, es ist halt wirklich nur, dass wir mehr Sachen bekommen und nicht, dass wir noch Spezialfähigkeiten dazu haben, was wir halt jetzt bei uns momentan nicht haben. Da können wir ja momentan anlegen oder jetzt selber um Fähigkeit haben wir eine Chance oder einen kritischen Trefferwert um 6 Sekunden um 106 zu erhöhen. Das haben wir halt nachher nicht mehr, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir ziehen es jetzt einfach mal an. Ich würde jetzt sagen, wir ziehen es jetzt einfach mal an. So, let's go. Dann machen wir uns auf den Weg weiter, ab zu der nächsten Quest. Und zwar gerade da vorne, kultivierte Wildblüte. Die sollte sich gerade da befinden. Da können wir mal güchseln, oder das wäre das da. Okay, dann tun wir das mal schnell aufnehmen. So, die Quest haben wir schon erledigt. Aber für das müssen wir jetzt wieder da zurückreiten. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück in dem Fall. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Aufruhr im Garten. Und können dort mal unser Blümchen abgeben. Wo wir jetzt so mega hart erkämpft haben im epischen Kampf da hinten. Wo uns gar nicht wirklich abbekommen hat. Also, mal schauen. Oder müssen wir sowieso dann in die Schlucht, in dieser Schlucht haben wir nämlich sowieso, glaube ich, auch nochmal eine Quest, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist die an einem anderen Ort gewesen? Ich glaube, die ist da vorne gewesen, die ich jetzt meine. Nein. Nein, die ist da gewesen, oder an einem anderen Ort. Nein, das ist, glaube ich, in dem Fall die da gewesen, die ich meine. Auch nicht wirklich. Okay, mega speziell. Ich habe gemeint, wir hätten da irgendwo noch eine Quest eigentlich. Aber die hat gerade mal eine für uns. Okay, machen wir einfach mal da weiter. Tötet 10 Madarbende Kreaturen. Okay. Zungenbrecher hoch 10. Beim Willen der Ich klicke mich die ganze Zeit. Ablenkung für Kala. Sammelt Kalas Spielzeuge. Let's go. Also 10 von denen in dem Fall töten. Von der Anidarbende. Oh mein Gott, den Namen hey. Animadarbender. Ach, Jägeli. Das ist wirklich ein Zungenbrecher für mich, hoch 10.
Aber da greifen uns ja gerade noch die Einhörnchen an. Dann müssen wir die mal noch schnell aus dem Weg räumen. Mega schade, ich habe eigentlich mega gerne Einhörnchen. So, let's go. Nice, das ist einer von denen. Und jetzt müssen wir noch... Wenn wir noch schnell die Spielzeuge einsammeln, da haben wir jetzt Sabberball. Einen sabbernden Ball. Das nächste Spielzeug ist da hinten, dann gehen wir uns das mal gerade schnell angüchseln. Die sind ja eigentlich geil, also ich muss einfach schauen, dass ich da nicht unbedingt gerade meine Stachelpfeile setzen neben denen, weil dann greifen die einen gerade an. So, wir schauen, dass wir die jetzt mal schnell durchlaufen lassen. So, was haben wir denn da? Ein Herr Mykonos. Ein Teddybär. Wow. Das hat jetzt müssen sein. Das hat jetzt müssen sein. Entschuldigung. So. Die können wir sogar noch kürzen. Machen wir das noch schnell. Bringt das, glaube ich, aber nicht zu viel. Das müssten wir uns dann mal den neuen Beruf erlernen. So, dann weiter dafür. Und oben ist eigentlich das letzte Spielzeug. Nachher müssen wir uns nur darum kümmern, so Würmli da zu töten. Ich sage dann jetzt einfach Würmli. Weil der andere Name ist mir wirklich ein bisschen ein zu grosser Zungenbrecher. Gemütliches Kuschelkissen. Kuschelkissen. Hey, was ist los mit mir? Ich bringe ja kein einziges Satz mehr richtig zustande. Oh Jägeli. Oh Jägeli. So, dann haben wir die Spielzeug schon mal eingesammelt. Jetzt fehlen uns wirklich nur noch 9 Würmer. Also ich weiss nicht, wie die sich das vorgestellt haben, dass wir das irgendwie kombinieren kann. Also 8 fehlen uns sogar nur noch. Die zählen auch die da am Boden. Ich habe gemeint, da zählen vielleicht nur die grossen dazu, aber dann müssen wir schauen, dass wir die kleinen da auch töten. So. So. So, dann fehlen nämlich nur noch 6. Die haben nämlich viel mehr Leben am Start. Das heisst wirklich, wenn wir uns um die kleineren kümmern, kommen wir wahrscheinlich schneller voran. Dann schauen wir, dass wir die da gerade verwutschen. So. Hoppla, Schorsch. Let's go. So, nochmal eine. So, jetzt ziehen wir den einen Kampf hin. Let's go. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein. So, nice. Kommt nochmal 12 Mal. Dann fehlen uns noch 3 Stück. Aber die sollten wir ja eigentlich auch noch sehr gut anbekommen, ohne Problem. So, nehmen wir den noch. So. Nice, noch 2. Komm jetzt, irgendwann sicher noch 2. Da waren jetzt nur noch 2. Komm. Das ist zu weit entfernt. Den da können wir aber schiessen. Das ist schon schön am Jäger. Jetzt können wir die Leute, also da wirklich Gegner ab dem Himmel oben abholen. Wunderbar, wunderschön. Für den nächsten epischen Kampf. So, auch schon erledigt. Fehlt uns nur noch einen. Dann schauen wir da mal in die Luft auf. Da oben, da. Den nehmen wir uns. Wieso kann ich den nicht angreifen? Okay, der geht in dem Fall nicht. Dann nehmen wir den da hinten. Den nehmen wir da hinten. Dann bist du unser letztes Opfer. Und dann sollten wir eigentlich alles abgeschlossen haben, ohne Probleme. So. Nice. Dann haben wir schon die nächsten 2 Quests beendet. Wir sind da voll Gas am Durchgehen. So. Ich komme wieder. Wart's nur ab. Ich habe noch ein paar Quests für euch. Öffentliche Ruhestörung. Ablenkung für Kala. Quest beenden. Eine Mutprobe. Mutprobe habe ich immer gern. Geht und dient. Hilft's. Jetzt habe ich nicht richtig gelesen, ich nuddle. Draufklicken. Hilft so Sisme Corinas Linderungsstab zu beschaffen. Einen Linderungsstab müssen wir beschaffen. Und ich schaue da schon die ganze Zeit auf die Map, dann sind wir unterwegs da rein. Okay, da führen wir wieder ein Glöckchen läuten. Mal schauen, ob wir das wieder in einen Engel verwandelt. So. Angreifen. Da kommt ein Engel, okay. Der Mut ruft, Azazisme, ihr kommt ihn einen Stab zu holen. Jawohl, mach auf da. Kanalisiert all eure Animander Stabkinder. Mut und eure Hoffnung werden dir auf die Probe gestellt. Das kann ich machen, aber das erregt vielleicht die Aufmerksamkeit der nach Anima Dürstenden da draußen. Macht euch bereit, Schweiz. Let's go. Wenn ihr Erfolg in eurem Inneren findet, kehre ich zurück. Das heisst, wir müssen da in dem Fall jetzt einfach Gegner töten, während sie da
den Stab am Befreien ist. Sehe ich das richtig? Mit ihrem ganzen kompletten Anima. Ich weiss jetzt noch, was das wirklich mit der Mutprobe auf sich hat. Das hat jetzt nicht wirklich viel mit Mutprobe zu tun. Okay, die zwei sind da. Kommen da wahrscheinlich noch mehr, wenn das noch nicht fertig ist. Jawohl. Ich kann sie wirklich erst angreifen, sobald sie da vorne sind. Das ist noch ziemlich witzig. Dass ich sie nicht abfangen kann, bevor sie da ankommen. So, nice. So, oder? Auch erledigt. Sind das alle gewesen? Nein, da kommen, wie es aussieht, noch mehr. Sie ist immer noch dran. Ne? Ah, und ein grosser. Wirm der Gefräßige. Okay. Das tun ich aber meine Drachenfalken mal heilen. So, wir machen uns da schön wieder auf den Weg mit unserer Armbrust gemütlich da hindern. So. Ah, 19.000. Aber wirklich, für das, dass es 19.000 Leben hat, sind wir schon ziemlich gut am Start mit dem Schaden. Voila, erledigt. Wir haben die Mutprobe, wie es aussieht, auch schon erledigt. Hä? Carla, nein, aus. Sie hält ihn wohl für ein Kaustückchen. Wie es aussieht, ja. Jetzt hat sie einfach das Dings geklaut, okay. Sie hat einfach den Stab geklaut. Oh Mann. Oh Mann. Was ist mir? Eine Mutprobe. Quiz beenden. Liebe und Hiebe. Holt Corinas Lindenstab von Carla aus ihrer Höhle zurück. Dafür haben wir einen neuen Gegenstand über neue Hand. Der sieht ziemlich schmackhaft aus, weil Vielseitigkeit brauchen wir eigentlich nicht. Also Meisterschaft ist schon ziemlich viel besser. Aber dann gehen wir unsere Stöcke wieder zurückholen. Was ich meine, das ist ihr Spielzeug. Ich versuche jetzt mal etwas. So, dass ich dann muss übers Wasser laufen. Jawohl, das funktioniert. Okay. Nice, nice, nice. Dann gehen wir doch da mal ein Stückchen zurückholen. Was ist das? Zwergjäger, Stufe 60. AFK. Chingak. Chakok. Changkok. Chingak. Okay. Lassen wir mal so stehen, den Namen. Wir machen uns auf den Weg, um einfach unser Stückchen zu holen. Das machst du super da. Räum du mal auf für uns, damit wir hier in Ruhe durchlaufen können. Das finde ich super. Und da unten sollte sich jetzt sie mit ihrem Kaustückchen befinden. Hä? Da ist ja niemand. Hä? Ah, da! Kyla! Carla! Alles klar, wahrscheinlich hat sie nicht vor der Tür, bevor wir gekommen sind oder irgendetwas in die Richtung. So, dann tun wir da das Böllchen rühren. Wie es aussieht, geht sie dann spielen. Während wir hier in Ruhe Damage machen. Okay! Okay. So, dann rühren wir noch das Böllchen. Also für wir bräuchten es nicht mal wirklich grossartig, weil wir da wirklich durch unsere Drachenfolge eigentlich gar keine Verwendung dafür haben, sie irgendwie abzulenken. Aber das ist auch mal witzig. Also für Spieler, die nahkampfmäßig unterwegs sind und dann da wirklich mit dem Schaden selber zu sich nehmen, ist und das wirklich, ich glaube, das praktische Böllen. Aber 77.000 Leben, die Hälfte haben wir schon mal. Leg da mio. So, schon erledigt. Nice. Nehmen wir den Stab. Carla, du Nudle. Das nächste Mal bitte nicht mehr so. Böse, böse. So, dann haben wir die Quest nämlich auch schon erledigt. Wir sind da richtig Highspeed am Durchrushen, gerade momentan mit den Quests. Aber wir müssen unbedingt Level 53 erreichen, damit wir dann mit der Hauptquest auch weitermachen können. Und ich denke, wir sind auf dem besten Weg dazu. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich noch ein paar mehr Quests finden und weiter machen können. Und ein Dungeon würde ich dann noch gerne machen. Ein Dungeon. Aber eben, ich habe gedacht, vielleicht questen wir in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir auch für das Dungeon selber noch Quests bekommen. Aber das müssen wir uns eben mal anschauen. Wir müssen wirklich jetzt einfach mal durchgehend Nebenquests machen und schauen, wie das weitergeht. Liebe und Hiebe, weiter, Quiz beenden und dann haben wir unseren neuen Gegenstand bekommen. Dann haben wir sogar noch im Garten der Erholung bekommen. Besucher von der Bastion. Nice. So, dann ziehen wir uns gerade mal den Gegenstand noch gemütlich an und dann schauen wir mal weiter, wo wir als nächstes etwas zu tun haben. Ich würde mal sagen, mir gesucht, würde ich mal sagen, ist noch richtig schwierig. Wir machen uns mal auf mehr als ein Geschenk. Machen wir uns auf dort hin. Die sieht ziemlich schmackhaft aus, die Quest. Geschenke verteilen, für das bin ich noch immer parat, weil jetzt ist eh bald Weihnachtszeit.
Daher können wir ihr doch ihr Geschenk bringen. Beutel haben wir wunderschön schon aufgeräumt, alles wieder. Dem müsste ich mir noch überlegen, ob wir den anziehen wollen, aber er wäre schon gut. Wir haben jetzt auch mehr kritische Trefferwert bekommen, dafür würden wir einfach 7 wieder jetzt verlieren, dafür haben wir vorher bekommen. Ich würde sagen, wir ziehen uns den an. So, dann tun wir den auch in die Oberreihe, um das Zeug, das wir verkaufen. Okay. Was ist das? Centurium Animaker. Übervoll mit Dings. Das tun wir mal noch da oben. Es kann möglich sein, dass wir den später noch brauchen können. Irgendwo. Alles, was mit Anima zu tun hat, können wir ja vielleicht noch brauchen. So. Akolytin Amaltina. Wir sind fertig. Quest beenden. Und das ist schon wieder gewesen. Ach, Jägerli. Jetzt habe ich gedacht, du gibst uns nochmal eine neue Quest. Oh Mann. Aber dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt. Sonst nehmen wir einmal unsere Flugposition hier rauf. Und dann schauen wir mal nach, weil wir haben hier Quests zum Abgeben und 2 gesucht zum Erledigen. Ich würde sagen, wir schauen die mal an. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, die ohne andere Leute zu erledigen. Und sonst müssen wir dann mal schauen, dass wir irgendeine Gruppe finden oder irgendwelche andere Leute, die uns dabei unterstützen, die zu erledigen. So, dann gehen wir da zum Flugposten und dann fliegen wir direkt da an. Wieso bin ich bin nicht beschäftigt? Jetzt? Ah, okay. Let's go. Let's go. Let's go. So, dann können wir unsere neue Fähigkeit über mit 55 gar nicht davon aus. Also da haben wir jetzt ja alles voll. Da haben wir jetzt alles schon mal geskillt. Die nächste Sache, die wir bekommen, ist ein lauternder Schuss. Wenn ein lauternder Schuss einen Effektband erzeugt, die 10 Fokus. Das wäre der da. Okay. Verbesserte Fallen verringert die Ablenkzeit von Teerfallen und Eiskältefallen um 5 Sekunden. Das heisst, nachher sind es dann nur noch 25. Okay. Und tödlicher Schutz erhöht den kritischen Schaden von tödlicher Schuss um 25%. Ist mega böse. Okay. Und da haben wir eigentlich auch schon alles voll. Also wirklich viel mehr auf uns zukommt, nicht mehr. Mit Fähigkeiten. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, dass wir da sonst mal wirklich die gesuchten Aufgaben können anschauen können, um die zu erledigen. So, dann benutzen wir hier die Plattform, um oben runterzukommen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dort am besten ankommen. Einmal da runter. Wird sich irgendwo gerade da hinter uns befinden. Wahrscheinlich in dieser Schlucht hinein, so wie das aussieht. Da kommen wir auch gemütlich runter. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die anbekommen. Oder wie viel Leben die überhaupt hat. Nicht da oben, sondern unten durch. He? Okay. Die sind alle gelb, da kann ich einfach durchreiten. Da irgendwo. Ist gerade das da? Schlingnabel! 38.000 Leben! Sollten wir anbekommen. Let's go! Dann gehen wir direkt rein. Macht aber nicht lange darum, eine heisse Brei reden, sondern einfach direkt rein. Jetzt vom Schlingnabel schon eins auf die Zipfel hauen. Ich hoffe einfach, meine Drachen. Kommen meine Drachenfalken viel Schaden über. Jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich da schaue, dass meine Drachenfalken nicht unbedingt sterben. Das wäre schon ein guter Vorteil. Und wir markieren den noch da. So, da. Die Hälfte vom Leben haben wir schon mal. Meine Drachenfalken, die machen aber langsam nicht mehr mit. Komm, so. Dann füllen wir denen ihr Leben einmal komplett auf. So, direkt wieder heilen. Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Also es sind noch 10.000 Leben, die es hat. Und unsere Drachenfalken heben gerade momentan noch einigermaßen gut mit. So. Voilà. Kommt, überlebt. Überlebt. Wiederbeleben. Go, 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 go. Nice! Haben wir es geschafft? Jawohl! Jawohl, dann noch schnell die Flussschildkröte aus dem Weg räumen, die uns da reinpushen wollten. Und dann haben wir die Quest eigentlich auch sehr gut erledigt. Ohne grossen Aufwand. Nice, nice, nice. Was haben wir denn als nächstes, was noch gesucht ist? Für das müssen wir da vorne noch abgeben. Dann machen wir das gerade. Und da vorne wäre Nachtflügel. Wenn wir uns gerade mal schnell um Nachtflügel versuchen kümmern. Die Frage ist jetzt... die ist da oben irgendwo, da hinten. Okay.
Da durch können wir nicht gehen. Am besten eigentlich da rundherum, hä? Sehe ich das richtig? Und da vorne können wir den Quest abgeben. Okay. Dann gehen wir da vorne Quest abgeben. Dann haben wir da eine Quest und da haben wir nochmal gesucht. Okay. Bis jetzt sind wir gut dran. Also ich bin guter Hoffnung, dass wir das irgendwie gut anbekommen. Um den nächsten Gegner, wo 3 Spieleranzahl ist, zu erledigen. Darum machen wir das jetzt mal gemütlich. Gehen raus. Es ist mir eine Ehre. So, Quest Mut beenden. Wir haben einen neuen Gegenstand gerade bekommen. Nice. Wir würden aber wieder kritisch verlieren. Aber wir sind bei 34% kritisch. Dann müssen wir das anziehen. Let's go. So, dann einmal da rundherum. Da haben wir nämlich jetzt, machen wir gerade die Quest da schnell. Aber die ist auch da oben drauf. Da müssten wir alles rundherum gehen. Oder kommen wir da irgendwie wahrscheinlich drauf. Mal schauen. Mal schauen. Aber für das müssten wir dann da alles rundherum. Aber da sollte sich gerade die befinden. Komm, probieren wir jetzt gerade noch die 3 Spieleranzahl und nachher können wir uns um die anderen kümmern. Der ist da fleissig beschäftigt, den lassen wir mal machen. Und wir müssen da hin und das ist das Nest. Und wieso wenn wir jetzt das einsetzen, um das zu rufen? Dann machen wir das jetzt einmal. Das ist der da, 38.000 Leben. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. So, let's go. Wieso können wir vielleicht sogar noch gerade Unterstützung über von denen. Nice. Dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Nice, die unterstützen mich gerade fleissig. Okay. Nice. Haben wir die Quest auch gerade schön abgeschlossen. Jetzt, um die abzugeben, müssten wir wieder da runtergehen. Wo wir jetzt vorher waren. Dann hätten wir lieber gerade... Oh Mann! Jetzt müssten wir alles zurückgehen zum nicht abgeben. Aber ich würde sagen, durch das, was wir sie jetzt erledigt haben, durch gute Unterstützung, gehen wir jetzt zu Freundschaft und Rivalität. Und schauen mal, was dort so erwartet. Und da wären wir schon. Hallo, der Schweizer ist da. Pelotis, Sali. Ihr werdet gesehen. Quest beenden. Und er hat neu für uns. Findet Gatam Matos auf der goldenen Weide und bringt ihn zu seinem Sockel in Schmiedefeuer aus dem Posten zurück. Also wir müssen hier irgendjemanden suchen und da haben wir noch mal einen. Der Hoppo. Entzieht vergoldeten Wolkenwanderern 5-mal Anima. Aber wisst ihr was? Ich denke, bevor wir den suchen und bevor wir Anime machen, danke ich euch vielmals fürs Einschalten, weil wir erledigen das sicher mal in der nächsten Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft im Schweizer. Danke für mal und ciao!